Guten Abend alle. Ich will zunächst sagen ein großer Dank zu Remeya David, für Bechlal annehmen der Achrayes und Führen der jüdische Keul. Wir haben sein so viele Menschen, die stroben und gedenken und wollen hören der jüdische Sprache. Tate ist allemal gesagt, ausgedrückte Freundschaft mit Meir David und sich stark gut behandelt zusammen. Nicht nur, was sie haben gehabt, dieselbe Sprache, nur sie sind ein gute Freund. Und ich will euch bald danken und die ganze Eulam, was herzu zu dem jüdischen Kult jede Woche. Gebencht sollte ihr alle sein und können umgehen. Wir können sagen, dass es eine Arbeit ist, zu halten jeden zusammen in einem Format, das ist eine gute Sache und ich gebe eine Brüche, es soll für eine Sache Jahren können umgehen mit der Arbeit. Ich will sagen ein paar Wörter wegen Vater Secher Zadig Levrache. Koidem kann man sagen, also ich rede Jiddisch. Ich rede Jiddisch, aber mein Jiddisch ist nicht wie die Tat ist Jiddisch. Das heißt, dass mein Jiddisch ist ein klischee-niedrige Jiddisch. Das ist nicht gewesen meine erste Sprache, nur was ich habe gehört. Tate reden zu Mama, Mama reden zu Taten. Das ist, wie er sagt, ich habe sich ausgelernt, die jüdische Sprache. Und ich bin zufrieden, zu können sagen ein paar Wörter in Jiddisch. Aber sicher nicht maß, Leili nicht maß, Tate sich eine sicher Zeit gebrochen. Ich will anheben, ich mit der kurzen war teurer, was mit dem kann ich reingehen in der paar Wörter, was ich habe zugekriegt, für euch auf dem Abend. Für eine Gemorre im Bruch ist eine sehr interessante, merkwürdige Gemorre, wo sie redet wegen Rabbi Yochanan und sein Talmud Rabbi Elazar. Ist Rabbi Elazar einmal ist gewesen sehr krank und hat gut sehr krank gehalten, Ott. Und Rabbi Yochanan hat gegangen besuchen, er war geheule sein Talmud. Und er kommt da rein ins Zimmer und er sieht, als das Zimmer ist im Ganzen finster. Rabbi Yochanan allein, die Gemorre sagt da und in anderen Plätzen, ist gewesen ein sehr schöner Mann. Sein Kuf hat beleuchtet, es gewesen Punkt für Azun. Also schön und beleuchtet ist sein Kuf gewesen. Was hat er getan? Als er sieht, finstere Zimmer, kann er nehmen herab sein Hemd von dem der Arbel, nimmt er herab und weiß seine Hand, wo es so scheint für ein Licht. Und es wird lichtig im ganzen Zimmer. Plötzlich sieht er, als Rabbi Elazar weint. Und er fragt ihn, Rabbi Elazar, was weint ihr? Für was, als er nicht gelernt, als so viel teure wie getrachtet das Lernen. Nun, der Menschen guckt noch, was man will tun, was man probiert zu tun, nicht der Ende Result. Das darf er nicht weinen. Was er nicht gehabt, genug Panos im Leben, ich habe nicht genug, was er will im Leben, das darf er nicht weinen, nicht. Was das ein bisschen Zorres mit Kindern, mit das, Familie Zorres fällt nicht, und auf das darf man nicht weinen, sagt, was alle wissen wegen dem. So, für was meinst du? Rabbi Elazar sagt ihm, Rabbi Yochanan, ich weiß, für was ihr weint. Weil ich gucke auf euch, und ich sehe, als eine Schufra, als eine Beauty, als eine Schönheit. Und die Schönheit weiß ich, als es wird einmal, lahai Schufra, der Boli bei Afra. Die Schufra wird einmal davon liegen in der Erde und werden verloschen, nicht doch auf der Welt. Rabbi Yochanan sagt, für das weinst du? Tage, da ist was zu weinen, und Bocha Tarvayu. Und seine beide haben angehäuben zu weinen zusammen. Das ist eine merkwürdige Gemorre.
Und was meint die Gemara? Was ist der Teil von der Gemara? Der Inhalt von der Gemara? Ich habe mal gehört von meiner Rosh Yeshiva, als der Pshat in die Gemara ist, als die Schönheit der Lichtigkeit für Rabbi Yochanan hat sich genommen von wann? Hat gelebt Asach Jahren, über 100 Jahre hat gelebt. Und als er gesehen in dem ersten Dorf von Amoraim, hat gesehen in seinen Jungen der Dorf von der Tanoim. Gesehen Rebbe HaKodesh, gesehen Rabbi Chanina, Rebbe's Talmud, und Rabbi Shia, Rebbe's Talmud, und alle größten Rabbonen in Rebbe's Yeshiva. Und ist gesehen ein 14 junger Bochel in Rebbe HaKodesh's Yeshiva. Hat gesehen Kedusha, hat gesehen Tahara. Und die Kedusha und Tahara hat sich abgespiegelt auf ihn. Und ist gesehen der ein und einzige in dem Dor jetzt, was hat sich ausgespiegelt der Sohn, der Asplakia Hameire, was alle haben gesehen in sein Dor. Hat Rebbe Lezer gesagt, also bei euch an, wenn du bist da weg, wird die ganze Pracht und Schönheit von aller friedigen Deures euch gehen weg. Der Licht wird sich verloschen. Und das hat die dann gehört und es Masken gewähnt. Das ist Tage als Sache, was wir da erwähnen. Und haben beide zusammen gewähnt. Ich gebe zu verstehen den Gemorre, weil wir können einfach sagen, dieselbe Sache von Tate. Der Tate hat der Hadris Ponim, eine Schönheit, eine Jüdischkeit, hat sich am Platz sein Ponim. Und ich denke, als wir können ansehen, wie er gehalten sich, wie er gucken, wo es gerät und wo es gewinnt, Chushev bei ihm, der Cheshivas von der Alterheim, von der Gassen in Warsche, von der Stieblach in Warsche. Hat gesehen in seiner Jugend, am Menachem Sembe, hat gesehen, die Rebnotke Spiegelglas der Rosh Yeshiva von seiner Yeshiva und große Rabbonim, die Brüder von der Gerebe, die Mischpoche von Gerebe, hat gesehen Gassen und Stieblach und Jüdischkeit, was wir heint sehen nicht. Der Lichtigkeit, der Guck, der Strebung, was gehabt, noch von der alten Heim, ist selten sieht man das mit der Betiere von der Vater. Auf dem Tage kämen alle weinen. In seiner Yeshiva ist gewesen Reb Simche Elberg, in der Yeshiva Emek Haloche. Er hat noch gelernt bis 13 Jahre, wie die Stege gewesen in Warsche. Und Reb Simche Elberg hat später, noch der Krieg, schon da in Amerika, geschrieben ein Buch, Warsche Shel Malo, und war geschrieben wegen der Pracht und der Kedusha und der Rebbes von der Hechere Warsche. Das ist ein Spiel auf Werte von Jerusalem, Shalmala, ist sein Sefer hat sich gerufen, Warsche Shalmala. Mit 2 Jahre später ist ein anderer Schreiber, das ist Benjamin Davidson, hat geschrieben ein anderes Sefer wegen Warsche, was er getitelt Warsche Shalmata. Das heißt, der Poschete, tagtägliche Leben von Poschete Menschen in Warsche, was sie dort ausgeguckt. Ich will geben zwei Meises, 2 Sichreines, was der Tate gesagt, auf dem Beispiel von Warsche Schalmala und 2 Meiselach von der Warsche Schalmata, von der tagtäglichen Leben in Warsche. Und die Sachen haben der Tate gedenkt und es gewinnt Choshev bei ihm. Der Marschall, ein Meister hat ihr gesagt, es sind gelernt in Yeshiva. Und er hat mir gesagt einmal, stellt sich vor, die Chador, was sie gewinnt in einem Mollige Heim. Was sie gewinnt, der Meister? Gelernt in Yeshiva, Baba Metzia, Ele Metzias, was das mit Torah mir gefunden hat, wegen der Halochas von Haveda. Mir gefunden habe, 2 Menschen gefunden habe, er sagt, das ist meins, er sagt, das ist meins. Es geschehen einmal, also in der Schede ist gefunden, ein kleines Milch in Meirif, gewinnt auf dem Tisch, und keiner ist nicht gewinnt dort, und sie gewinnt als Ametzia. Ist er mit der Woche, was er gesitzt, neben ihm, haben zugelassen und gewollt nehmen die Metzia.
Der Tat gesagt, ich habe es gesehen früher, und die andere gesagt, ich habe es gehabt früher, aber ich habe gesehen, ich habe es angetan früher, und sie waren eine ganze Nacht Leute schwer gehört, der Minche Meierl, und ich habe das bemerkt und gesehen, jetzt ist der Moment, mir ruft der Teaching-Moment, hat gesagt, Kinderlach, ich will nicht durchpassen, wer kriegt die Minche Meierl, wir gehen morgens an den Teure zu der Besten in Warsche. Und da kann ich sagen, der Rebbe genommen mein Tate und sein Chave in der Kita und gegangen zu der Besten in Warsche. Soll der Besten in Warsche auspassen in der Machweiche zu wem gehört damit sie. Ich kenne nicht, was der Psaak ist gewesen, aber den nächsten Tag in Warsche Zeitung hat gestanden und als eine Sub-Headline 2 Jüngerlich vom Chele gehen zu den Teure, zu der Warsche Beistin bei Rabbi Menachem Sembe. Das ist ein Meise, das ist ein Jerusalem, ein Warsche Shel Maler Meise. Solche Sachen, Kedusha und Tahara, wo es der Teure und die Avoide ist durchgegruben in jedem Moment, in jedem Atem, wo es man dort geatmet. In einem anderen Fall hat er erzählt, als der Mame, sein Mame, mein Bobbe, der Weure, was meine Schwester ist noch hier genommen, ist gewöhnlich nicht gegangen in Schule. Der Weiber hat nicht gegangen in der Stieblach, in Chadorin. Der Tate hat gedauert in die Amschenover Stiebel und dort beklau nicht gewinnen kann, als Noschem Kamachitza für Weiber. Mein Bobbe hat als Sachmal gedauert in der Noschik-Schule und zu Herren dem Chasen. Und Sachmal hat sie ganz eine andere Schule, eine andere Stiebel. Was ist gewesen der andere Stiebel? Ein Stiebel nur verfreuen. Und beim Siede, als wir kommen noch die Amschen im Stiebel, Tate und der Seide gekommen heim und die Mama mit ein paar Monate später gekommen heim, haben wir gesehen auf ihr Pornome, wie sie ist gewesen. Ob sie gewesen in Noschik-Schule, haben sie gekommen normal heim, mit Schabbos, dann Ziegheiten, alles machen. Aber ihre Pornome ist gewesen rote Augen und Tränen haben gerinnt von die Augen, haben Tate und Seele gewusst. Als Mama die Schabbos ist gegangen die Stiepel für Weiber. Und dort der Rebbe, was sie geführt am Stiebel, hat gerät zu der Weiber, zu sehr Steiger, zu sehr Loschen, zu sehr Madrege. Und die Scheren haben gegossen von allen Weiber in dem Schabbos dicken Stiebel. Noch als ein Meister von Warsche Schalmal. Solche Meisten ist nicht möglich zu übersagen von unserer heutigen Zeit. Interessant ist, dass er hat ein bisschen ein Sense of Humor. Und er hat gesagt, dass er Stammmeisterlich. Was sie geben noch ein Tam, was es gewesen in den Gassen in Warsche. Gerät einmal wegen ein alter Almone gehalten, geheißen, der Weure Teube, der Weure Teubsche. Und sie, wie hat sie gemacht, ein Leben, sie gebackt beiglich, und viele Menschen gehen zur Arbeit, hat sie sich gesetzt, dort beim Korne, und dort gesagt, Beigler, 3 Beigler für 10, ein Beigel, ausgeriefen, Beigler. Und Menschen gekauft, das gewinnt als ein Breakfast, was alle gekauft, und sie gemacht als ein Leben von verkaufen die Beiglich auf die Korne Leben sein Chemical wie sein Mama und Tate haben gehabt, sehr stark alle. Ist einmal hat er gesehen, wie ein junger Lobus, also nicht sich aufgehört wird, ein schöner junger Manchik, hat durchgelaufen, der Beiglich, und genug in der Hand und er rausgehabt, der Beiglich von der Berg von Beiglich, und sie gewinnen so aufgeregt und sie sollte brechen auf Fies sollte. Und heute der Wärter ist ein Reus von ihrem Mann, hat der Tate gesehen, wie er fällt, also offen Gas und zerbrecht auf Fies. Bald in dem Moment.
hat er mal gesagt, also kann ich vergessen, ein Mensch, was heißt Jidl, Osset, also in der Gass, wie die Kremichel ist gewesen. Pflegt, stehen dort beim Gas. In der Größe 2 Gassen, also große Gassen, haben gedacht, laufen jeden Frühmorgen zu der Arbeit. Und dort in Warschau ist gewesen solche Segers, was man sagt in London, Public Segers, was alle können gucken. Und allein ein Seger, was jeder trockt auf der Hand, nicht gewinnt euch. Was gewinnt, das ist die nächste Uhren Menschen. Jeder keinmal nicht gehabt, ein Seger auf der Hand. Und in die Platz, jeden Morgen hat er gestanden. Jede Frühmorgen ist er gestanden. Und Menschen haben gefragt, Jeder, wo ist der Seger? Wo spät ist? Wie spät ist? Und Jeder wird einmal sagen, 2 Minuten zu 8 und eine halbe Minute zu 7. Er nicht gehabt kein Säge, nicht geguckt was Säge, aber jeder Mensch, hunderte Menschen hat ihn gefragt, tagtäglich, was der Säge, hat er bald geantwortet. Und also mit derselben Kleider, mit derselben Hitten, von Jahren und Jahren, ist das gewesen Jidl in der Korne auf Warschau. Also eine solche Meises von Warschau, Shell Matter, der tagtägliche Leben. Der Tate gehalten, der alte Heim, sehr, sehr teuer. Alt gehalten und gewollt in der Heim zu reden zu uns wegen Warschau, wegen der alten Heim und hoffen, dass amerikanische Kinder können nicht machen, chassidische Warschauer Kinder. Aber wie wir können halten die Jüdischkeit, halten die Teure, die jüdische Mayim, die Kinder des Chassonim, das hat er allemal gewollt. Und ich hoffe, als die 5 Kinder, meine 2 Schwestern und die 2 Brüder, von allemal gedenken, taten, was es gewinnt, Treue bei ihm. Und wir sollen euch halten Treue, derselbe Sache. Und wir haben ein wenig in Klal Israel. Als man geht zum Matzeba, legt man ein Stein auf den Matzeba. Was ist der Teig für das Samenig? Was tut man das? Ich habe mal gehört in Yeshiva, was ist ein Matzeba? Ein Zehen ist ein Stein, was sagt auf dem Stein, ist geboren in dem Tag und ist weg von der Welt in dem Tag. Und das heißt, der Stein ist also die Grenze von seinem Leben. Das ist der Gewuhl, was er gelebt. Von Geburtstag bis der Tag ist er weg. Und das Stein ist ein Moschel zu der Leben, was der Mensch, zu gedenken der Mensch, was er gelebt in die Jahren. Aber mehr Jeden sagen, als das ist nicht die Grenze, das ist nicht das Ende, das ist nicht dem Seuf. Mit jeder Kind, was kommt und sagt, hat viele, hat Tillim, Bamkere, und guckt auf den Namen, was ist auf der Ziehen, und er sagt, nein, der Leben, was ich gucke auf dem Leben, ist nicht geändert in die Zeit, geboren und geändert in die Zeit. Wir sagen, als der Stein wächst, Stein auf ein Stein auf ein Stein, von einem Kind, von einer Chave, von einer Urenikel, ein Enikel. Die Steine sagen, als der Leben, der Influenz, der Betrachtung, was der Nifter hat gehabt, geht und weiter und ist nicht begrenzt mit den Steinen, was wir sehen bei unseren Augen. Und alle Freunde hatten, alle Mischboches und alle Rebbes und alle Talmidim, was er gehabt in Boston, in Messach, in Detroit und früher. Als viele Begegneten liegen da stehen auf dem Kever, aber trachtende gegen Jodzeit, jeden Jontes, gedenken, was er gerät auf die jüdische Keul und zu sein Schul, in sein Chazonis, mit seinen Schäufe, die stehen da lachfert mit alle Hummen Sinnen und Gräse machen und vergrößern sein Matzeva, sein Leben, soll keinmal nicht vergessen, als jetzt Hashem wird es eine gute Bette für unsere Mischproche mit allen Chaverim in Boston und alle Städte, mit solche sein, als wir dann kommen zu Bias Goyal Zedek, wie der Tata Mo'oi geendigt seine Divrei Teure, Bias Goyal Zedek, B'meheiro, B'yameinu, Amen. Was darf die Welt wissen wegen dem Taten?
Der Tate ist gewesen wie sein Freundwesen, sein Chaverenwesen. Er ist gewesen ein sehr frommer Mensch. Er hat das auch ihre Schemaim. Wenn er gedavent, ist alles gewesen, sein Herz und sein Mojach, alles ist gewesen, klappi Schemaia. Er posche gerät zum Ebischen. Aber von der anderen Seite ist er gewesen in derselben Zeit so sensitiv zu einem anderen Mensch, was befindet sich in sein Schul, sein Gas, wer er wohnt. Der Tate hat nicht gesagt, so oder so und oder so. Wir specialisieren in der Ben Odom Lemokoim und er soll nicht zu viel betrachten von Ben Odom Lechavero, weil für was, ich bin also gut Ben Odom Lemokoim. Und auf die andere Seite, leider da Menschen, die trachten das, ich bin sehr gut Ben Odom Lechavero, ich gebe Stock, ich tue Sachen, ich bin das Kasodem, darf ich nicht so konzentrieren auf Ben Odom Lemokoim, weil ich habe schon gut konzentriert auf Ben Odom Lechavero. Der Tate ist gewesen ein Mensch, was beide ist gewesen und Kompromiss. Ben Odom Lemokoim ist gewesen so choshev wie der Mitzvahs Ben Odom Lechavero und der Ben Odom Lechavero ist gewesen so choshev zu ihm wie der Mitzvahs Ben Odom Lemokoim. Das ist gewesen sein Stempel. Das ist gewesen sein Signature. Und das darf den Tag Machscher sein und noch machen, weil es eine sehr seltene Sache, was ein Mensch versteht, als beide Sachen darf man haben auf derselben Scale zusammen, allemal. Was könnt ihr uns sagen wegen sein Zwiebel in Polen nach der Milchome? Mit wem hat er sich gehabert? Wie soll er gekommen zu bleiben auf Rummergid? Das ist eine sehr gute Question. Weil, wie gesagt, als Vaterkrieg haben wir nicht so zu viel gelernt. Die gehen bald arbeiten noch bei Mitzvah. In die andere Bochemlach, öfters sind gewesen mit rebischen Mischproches, haben angegangen weiter in Yeshiva, oder von gewirische Mischproches, haben Kinder gekannt angehen. Aber in dem, so wie wir die Tate hat gewohnt, ist mit kein Arbeiten. Noch zuhelfen Eltern machen lernen. Und in der Milchome nicht durchgewinnt zu lernen. Interessant, als nach der Milchome hat gefunden, Achave, nicht was gekannt früher, nur es gewinnt Achave, was hat ein Problem, es gewinnt in der russischen Armee und gewollt stark weggehen von der Armee und in dem Zeit, so sich wegläufen von der Armee, das Problem ist gewinnt, man darf haben ungetönt Clothing von Civilian Clothing und sich nicht gewöhnt zu kriegen. Hat so gehabt als ein Problem, was kann nicht rausgehen von der russischen Armee. Einmal sich gefunden, geredet mit den Taten, der Tate gehabt eine polnische Uniform, hat so gesehen, er sei Jid, und hat gefragt, wegen der Uniform, wegen nicht der Uniform, wie kann man kriegen Kleider, will rausgehen von der russischen Armee. Und dem Starke, der Tat hat dem junger Mann, ein yeshivischer Talmud Chochem junger Mann, und dem Kegellichen sich zusammen haben sich gemacht, als Chemistry, und der Tat hat ihm geholfen. Gefunden Kleider, gefunden Sachen, was man kann essen, was man kann Platz zu schlafen. Und der Yeshiva-Mann, was sich gerettet wird, durch den Krieg, hat gelernt mit dem Tate, also er sei abgezahlt. Nicht mit kein Geld, aber mit Zeit, was er gelernt mit dem Tate. Und genommen hinter sein Wing und hat ihm geführt, also zur Jüdischkeit, zur Frömmkeit, zu lernen, ist der Boche,
was geheißen Reb Simcha Hochgelernte, a Baranowitsche Yeshiva-Boche, ist gewesen der Tates Rebbe nach dem Krieg. Und der Chabischaft hat gebringt der Tate auf der Derech, was sich gefunden hat. Ist allein gefallen zu Israel. Aber ein ganzes Leben sind sie gewesen Chaverim. Reb Simcha ist gekommen zu Boston ein paar Mal und der Tate, wenn es gewesen in Israel, hat sich besucht bei Reb Simcha. Und das ist der Renzer. Er hat so gefunden, als er teure junge Mann und haben gemacht, als er Jesoches Wullen Partnership, was einer hat gehabt, der andere. Und gerade wird sein ruchnistige Leben, der Tat ist ruchnistige Leben, und der Tat hat gerade wird dem gasmistige Leben. Und das ist gewähnt der Partnership. Ich will euch sagen, der Tate hat sich angenommen, als er darf lernen und alles, was er nicht gekannt lernen in seiner Jugend und durch die Kriegsjahren, hat sich untergenommen, zu sich allein lernen. Ich gedenke nicht von meinen Bruder und Schwester, gedenke nicht, eine Minute, was ist gegangen ledig. Oder schnell gelaufen in die Schule, oder getan für ein Mensch, oder macht auch noch so. Ledig ist er never gewesen. Und wir sind gekommen in die Schule, daheim, heim von Yeshivas, und hat nur gesehen, als man geht da ledig, hat es ihm aufgeregt. Ein Mensch tut nicht gegen ledig. Und hat allemal gehabt das Sefer in Hand, allemal gehabt das Tape-Recorder in Hand. Keinmal nicht ausgefällt und verfällt. Ich habe Soloveitchik Schurim in Boston jede Woche. Er hat sich allein ausgelernt, für Baruch Hashem, geworden der Talmud Chochem, was sich allein ausgelernt hat. Wieso hat er gewollt, dass Menschen sollen ihn adressieren? Interessante Sache. In Boston ist sein Titel ist gewesen Reverend. Für was? Weil er allein nicht gehabt Smiche. Und in der alten Jahren in Boston ist er nicht gehabt Smiche, hat er sich nicht gerufen Rabbi. Heint ist eine andere Welt. Heint, als du hast ein Leg vor der Adress, bist der Rabbi. Also jedes Rabbi und alle rufen sich Rabbi. Wenn er gekommen zu Amerika, ist der Titel Rabbi ist ein sehr chushever Titel und wenn nicht benutzt mit dem Titel, ob nicht als Gussgehatzmiche. Und Menschen haben gerufen Reverend Lokic, also haben gerufen die Schamossen in der friedige Jugend in Boston. Er ist gewesen mehr zufrieden, wenn ein Mensch wollte adressiert, wäre Meier. Meier ist gewesen sein Numen, wo es hat gehalten, macht eine Connection mit dem Mensch. Es macht als Einschluss mit dem Mensch. Es bist auf derselben Level, als du kannst mir rufen, Meier. Und da waren die älteren Menschen, haben gerufen, Meier, was ist gewesen, sehr zufrieden. Er hat nicht gewollt kapiteln. Meier ist gewesen sein Nomen und sein Titel. Hagam auf der Station ist gestanden Reverend. Aber in seinen Augen ist er gewesen Meier. Ich sage so eine interessante Sache. Also, als der Mama redt vom Tate, sie ist ein bisschen noch in Avelus, na war zu verstehen, dass der Mann von 71 years ist weg. Ich höre zu, wie sie redet sich, oi, mein Meirl, mein goldene Meirl, ist nicht du, was für der Teen, und mein Coin, und mein goldene Meirl. Das ist gewesen der intimate Numen Meirl. Aber jetzt, alle Chaverim und alle Menschen in der Stadt, ist er gewesen Meier. Was darf man wissen wegen ihrer Mama, jetzt so lange Jahre, wir wünschen ihr unser Trost. Was darf man wissen wegen ihr und wegen der Partnership? Ich habe mir zu sagen, dass es ein Partnership
euchet von der alte Heim, was da ist ein bisschen selten, als man sieht, das ist eine Partnership. Das heißt, als die Mama ist gewesen von die Freuen, man kann es rufen mal old-fashioned Freuen, wie ihr ganz Leben, ihr ganz Herz, ihr ganz Moyach ist gewesen totally devoted zu ihrem Mann, mein Tate, sagt so. Nicht gewesen kein Schritt und Tritt, was der Tate hat getan, was der Tate hat angenommen, was sie hat nicht zugeholfen, mit Leib und Nefesh, als soll so matzliach sein, was wird sich unternehmen. Eine merkwürdige Sache, die Brüder und die Schwester reden sich zusammen, also, heint ist nicht so. Heint ist, war es, gute Marriages, und du hast einen Galle und eine Mama und Tate, aber die Übergegebenkeit, was sie gelernt bei Tate und Mama, ist eine seltene Sache, das sieht man nicht heint. Und wir trachten wegen dem, wir reden wegen dem. Und das Devotion ist Taka, nicht zu gefunden. In der simchedicke Zeiten ist sie gewesen mit dem in der größten Simche. Und das sag mal in schwere Zeiten ist sie gewesen mit dem zusammen ein bisschen getreuert, gechallenged, gewesen Worries. Kein Mal nicht weggegangen von seinen Augen, kein Mal nicht weggegangen von ihm, viel ein Amma. Also sie sind gewesen eins. Mama und Tate sind gewesen eins. Ich danke sehr und Kultuv und auf Simches und Broches für die ganze Eulam, was hört ein Programm, was Tage kennen, zusammenreden auf gute Zeiten. Im Yisashem.